Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig und ich habe wieder geschnuddelt, wieder der Yankee. Jo, die Katze da oben, die scheint auch wunderbare Zeit zu haben. Dann gucken wir mal beim Markus rein, nachdem er bei gar nicht nämlich weiter gucken können. Du hast aufgehört, dass er im Auktionshaus gelandet ist und Kuja du auch im Auktionshaus war. Ambitionen. Hörst du, Mario, Trino wird schon immer als die Stadt der Adlige bezeichnet, aber das ist nichts weiter als eine Lüge, ums Volk stillzuhalten. Ja genau, in Wirklichkeit wird man von der Adligen nur ausgebeutelt, stimmt's? So ist es, die Feindgegner der Wasserstraße haben sie widerrechtlich annektiert und das gemeine Volk haben sie die Hügel hochgetrieben. Die Adlige sind alle ganz miese Türrammer, nicht wahr, Virginia? Du sagst's, Mario, aber wenn wir hier nur den ganzen Tag stehen und über das Urrecht von der Welt babbeln, dann sind wir auch nicht besser als die träge Masse hier. Es wird langsam Zeit für eine Rebellion des Untenbaus, nicht wahr, Gianna? Genau, Rebellion, der Unterbau muss der Overbau loswerden, nur so gibt's Autonomie. Aber anstatt immer nur zu jammern, müssen wir endlich Taten folgen. Wir sollten die adlige Städte und so selber zu adlige werden. Dann können wir in Saus und Braus leben. Mir noch, Mario. Die Jugend von heute und so. Der hat's erfasst. So, jetzt gehen wir zu einem Rulpser Richter hoch. Hoch. Kubo. Oh, da wird einer von einem Hund gestriezt. Ey, was? So, der Mockmichel. Wir sind ganz dicke Kumpels, Kubo. Von Stilzkin gibt's auch einen Brief, den lesen wir mal schnell. Die Regelstadt Bomezia liegt in Trümmern und die Leute, die ich doch sehe, hab sie in Richtung Wächte zur Wüste Wubo aufgebrochen. Na was wollen die da bloß? Außer Sand gibt's doch ja nicht viel. Aber ich wär nicht ich, wenn ich ihnen nicht folge und die Sache ergründet tät. Die Wüste Wubo ist ja nicht gerade um die Ecke, Kubo. Aber das ist typisch Stilzkind, die hat keine Angst vor Entfernungen, Kubo. Okay, da gibt uns sonst nix. Er hätte so gern einen Brief und dann speichern wir. So. Offensichtlich treiben sich hier auch eine Menge Katze rum. So, speichern wir nochmal. Jo, will ich. Und... so. Okay, dann lasse ich dich mal weiter von einem Hund striezen. Und wir gehen mal hier entlang. Ja, der Rulp, sag ich. Ganz netter Typ. Klasse, Angelino. Die Hunde hauen sich die Wampe voll in ihre schicke Villa und ich lieg hier im Delirium auf der Straße. Reizender Typ. Und wie sieht's hier aus? Ah, das sind die da. Reunion. Und Meister, die Sache geht's auf wahr. Schmieriger Kneipenwirt. Hey, was ist denn los? Kennt du nicht, wovon du sprichst? Hä? Na nu, also du bist's, Markus. Dass ich der bärtige Fresser war, nicht gleich erkannt hab. Ja, ich hab dich auch vermisst und so. Also wie der sagte, gehst mal besser runter und erkundigst dich persönlich. Was? Du kommst spät. Ich bin aufgehalten. Außerdem bin ich ein bisschen fertig und so. Was ein fauler Ausritter? Ist man ja von dir gar nicht gewöhnt und so. Jetzt sag schon, hast du rausgefunden, wo sich die Silvernudel befindet und so? Na klar. Ne will er von irgendeinem Geldsackgeber. Heute Nacht fährst du mit dem Boot hier und schlägst dich da rein. Du kannst dich auf mich verlassen. Überlass die Sache mit Blank einfach mir und so. Ich weiß, der schaffst das sicher, aber ich gebe dir noch 2 Gepäckstückle mit. Hopp. Was ist dann hier ohne? In Rüstung klettern, das ist auch immer lustig. So, was gibt's denn hier? Eine Yeti-Fressekarte. Und ein Gil. Ja, klasse. So kann ich mir eine Triller pfeifen von Kava. Gegensatz zu der prächtigen Mühle von der Adligen sind unser Heißer alle baufällig. Man sagt gleich abrissreif. Hier hat anscheinend wirklich sehr gut die Regierung sehr Gutes vollbracht. Wenn ihr der allerbeste Ware, seht euch ruhig um. Naja. Neue Goldnudel. 2 Echokraut. Und so ein Stück lassen wir es mal gut sein hier. So.
Da gehen wir mal auch zum schmierige Kneipe-Wirt. Gucken mal. Babsack. Nee, ich bin nicht mit. Jo, wie sieht's denn hier aus? Da ist so ein Lapper. Der Kerl auf dem Steckbrief, der soll für lange Zeit mal Riesenvermögen aus seiner Villa rausgeschleppt haben. Irgendwann einmal drehe ich auch so fettes Ding, dann tapezieren sie alle Wände statt mit meinem Steckbrief und ich bin berühmt. Das sind immer Ziele im Leben. Verruchte Kellnerin. Hier sind vorhin so bärtige Hautdege ohne Abgestecke und so ein finsterer Excel, der ständig was von uns so gemurmelt hat, die Treppe runtergegangen. Tut mir leid, aber ohne die Erlaubnis vom Wirt kann hier niemand runter. Allerhaupt, ich glaube, für Steiner ist das auch nicht gerade so die beste Sache. Deswegen gehen wir nochmal hier lang. Okay, das Gebiet kennen wir schon. Von da ist Markus hergekommen. Dann können wir wieder hier zum Rülpserich. Können da in diese fette Burgvillerei gehen, weil da ist, glaube ich, das Wasser, genau. Das Waffengeschäft. Ah, nee, die Arena ist hier. Was darf's denn sein? Okay, ja, gucken wir doch mal. Hämmer schon alles. Zwar nicht im Inventar, aber hatten wir schon. Mithril-Schwert, jo. Das ist da was. Mithril-Speer, Hämmer auch schon. Druidenstab, Mithril-Rute, Feuerstock, Gletscherstock, Donnerstock, Hämmer auch allesamt. Gabel, Mistgabel. Ich glaube, die Hämmer zwar, aber wir holen mal zusätzlich noch eine. Nette Armreif. Osala Armreif. Mithril-Fäustling, Stirnband gibt's auch noch. Babuta, Hämmer, Asche und Seidenhemd, Lederpanzer, Bronzeharnisch, Plattenpanzer. Wir sollten ein bisschen was verkaufen, glaube ich. Lederarmreif, Bronzefäustling. Verticken wir von dem. Genauso wie von denen können wir auch mal welche. Tja. Gucken wir jetzt nochmal, was wir machen können. Okay. Osala Armreif, Hämmer. Sollte man 2 davor haben von den Dinger. Stirnband, Hämmer, Ends im Inventar. Und Plattenpanzer sollte man auf jeden Fall noch holen. Was verkaufen wir dann? Sieht's dann mit Äther aus? Oh ja, die werden gut abgekauft. Machen wir 8 Äther weg. Dann können wir hier wieder gut einkaufen. So, von denen haben wir 2 im Inventar. Dann holen wir uns dann 3er. Stirnband holen wir uns mindestens... Ja, holen wir uns mindestens 3. Wir können hier Prasse. Bronzeharnisch holen wir uns auch nochmal einer. Und Plattenpanzer holen wir uns auch mal 3 davor. Kettenhemd holen wir uns auch noch eins. Und dann gucken wir nochmal, was Steiner nochmal so tragen kann. Statt Kraftklinge gibt es jetzt das Mithril-Schwert. Da kann ein Trisaster davor lernen. Da dauert es noch ein Weilchen. Beim Mithril-Fäustling genauso. Und Zauberkeras kann er Kettenhemd anlegen. Kann ab HP plus 10 noch lernen davor. Sollten wir vielleicht eigentlich auch als Ability in Betracht ziehen bei ihm. 4 braucht das. Irgendwann mal Kannibale ab. Schlecht. Nee, da brauchen wir mehr Levels. Okay. Dann war es das erstmal mit Steiner. Was ist denn das da ohne für ein Monster? Ach, das ist wieder so Haustierchen vom Baron Knight. Er lässt ab und an ein paar Abenteurer, die sich für besonders stark halten, gegen das Monster antreten. Das ist eins von seinen Hobbys. Okay. Der sieht ja echt wiecht aus. Nee, komm. Das machen wir erst später, wenn wir ein bisschen stärker sind. So. Dann geht's hier entlang. Und da ist noch ein neues Gebiet. Das ist das Auktionshaus. So. Und? Was sagst du dazu? Das hier ist das Auktionshaus von Baron King. Okay, ein Baron Bischof, ein Baron Ritter und ein Baron König haben wir hier. Hier seid ihr also, Prinzessin. Ich war ganz in Sorge, dass euch vielleicht etwas zugestoßen sei. Steiner, wenn ihr ständig wie Klett an mir klebt, dann finde ich die Silbernudel nie. Aber Prinzessin, wie kennt ihr nur so von mir?
Aber die Silvernodel scheint wohl sowieso nicht hier zu sein. Wo ist eigentlich Markus? Da bin ich leider überfrocht. Vielleicht hat er die Silvernodel ja schon gefunden. Was, ihr folgt mir gar nicht? Wollt ihr, dass ich wieder alle irgendwo hier entschwind? Nee, mit nicht die Prinzessin. Ich begleite euch selbstverständlich. Der Mann, den ich da irgendwo schon mal gesehen habe. Der ist weg. Okay, jetzt spielen wir wieder gar nicht. Dann können wir mal gucken, was man deren noch alles in die Hand drücken. Da sind wir noch nicht so weit. Hat Zipfelmütze, haben wir jetzt Stirnband. Da kann sie Insomnia dazu lernen, was er aber schon gemacht hat. Ist aber in jedem Fall stärker, das Ding. Also dran mit. Salah-Armreif kann sie Haut den Lukas dazu lernen. Kann sie aber eigentlich nicht. Und eine platte Panzer kann sie nicht anlegen, aber ist dann was für Sedan und so. Okay. Gut. Dann hätten wir noch so diverse Dinger. Gucken wir gerade mal, ob sie da was gebrauchen kann. Shell. Katyusha, genau. Ability Up und Engel kann sie davor lernen. Perfekt. Ability Up ist auch etwas, was ich sie jetzt lernen lasse. Das ist wie Level Up. Da kriegt man eher Abilities. Also, man lernt sie eher. Götterspeise kriegt sie auch noch. Insomnia ist jetzt erstmal egal. So. Dann hätten wir da alles. Erledigt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So. Erstmal gespeichert. Dann müssen wir nämlich den ganzen Ausrüstungskruscht nämlich machen. Bam, bada, bam, bam, bam. Ja, genau. Da speichern wir bei Baron Knight. So. Okay. Dann hätten wir ein paar Möglichkeiten zur Auswahl. Ich laufe jetzt aber erstmal den Weg hier entlang. Und guck doch mal hier rein. Ja, es ist der gesellschaftliche Treffpunkt vom Adel und nach einer Art Tempel für alle begeisterte Kaderspieler. Nee, brauchst du die Regler erklären. Gehen wir mal da rein. Da drinnen geht's richtig zur Sache. Treten ein und ihr könnt sofort loslegen. Ja, dann spielen wir doch mal. Yeti-Fresse. Nehmen wir mal. Sieht ganz gut aus. Der Männer Cup, der kann immer so schlecht war. Der hat NA-Griff, aber hat gut die magische Abwehr. Der hatte ziemlich gut die magische Abwehr. Genau, den nehmen wir auch noch. Der da. Und physisch. Physischer Schutz hat er sogar 2. Nehmen wir die doch mal. Okay. Sinn und Zweck ist, dass man nicht so viele Karten abgenommen kriegt. Dementsprechend sollten wir uns hier so schützen. Da können wir einen in die Eckreihe lecker. Das ist in Ordnung. Dann können wir den nämlich mit einer physischer 1 magisches stärker. Dann können wir... Ich überlege gerade. So können wir beide einnehmen. Der hat so eingenommen. Ist okay. Kriegen wir alles noch irgendwie geregelt. Scheiße. Das war nicht so gut. Machen wir das dann so. So. Scheiße, dumm gelaufen. Habe ich mal Yeti-Fresse verloren. Aller Hopp. Dann machen wir noch einer. So. So. Der da. Der Flunderdrache nehmen wir auch noch. Gut, ich mag es lieber, wenn der Gegner anfängt. Dann gucken wir, dass wir den Knetkopf einigermaßen gut kriegen. NA-Griff und physische Verteidigung, magische Verteidigung ist scheiße. Dann probieren wir es nochmal so, da hat er relativ gut die magische Verteidigung. Scheiße. Das war wohl nix. Der da erwischt aber den hier. Der da dürfte den hier plättler. So. Genau.
Alle hopp. 5:6 haben wir einer gewonnen. Holen wir unser Yeti-Fresse wieder zurück. So. Die nehmen wir doch gleich. Ich weiß nicht, ob das unsere war, aber es sah mal nicht schlecht aus. Dendor. Flunderdrache können wir gebrauchen und dann dort nochmal. So. Okay. Da dürfte sich relativ gut verteidigen können, außer so natürlich. So. Okay. Dann machen wir das doch so. Und wählen den hier. Upp. Der war scheiße. Das war richtig scheiße. Ich glaube, das kriegen wir nämlich gebacken. Das kriegen wir nämlich gebacken. Nee. Okay. Wieder ist die Fresse weg. Das macht mich auch närrisch hier. So. Ups, den doch nicht. Dendor und Dendor. Komm. Gut, Gegner zuerst. Dumm gelaufen. Das war jetzt nur auf Verdacht, um nochmal zu gucken. Ja, der dürfte auf jeden Fall. Dann hier. Den lasse ich mal nicht abnehmen. Dendor kriegen wir auch noch. Und so. Habe ich einer wieder gewonnen. Meine Yeti-Fresse, die N6-Card. Okay, Yeti-Fresse. Hier. Schön, die Musik ist es ja schon irgendwie. So, so. Hoppla. Müsste ich den fertig machen können? Nö, doch nicht. War nicht schlecht. Dann so. So. Scheiße. Ganz leise Scheiße. Ah, Wunderscheiße. Dann leck mich doch. Alle hopp. So. Was ist mit dir, du? Okay. Turnier. Ne, komm. Karte muss ich jetzt nicht für 100 Gil noch kaufen. Hab mich ja schon schier in dem Waffelade dumm und dämlich gekauft und muss noch Äther verkaufen. Das ist normalerweise eine lukrative Einnahmequelle, wenn man Äther verkauft. Okay, die ist noch abgesperrt, die der. Okay. Dann. Vielleicht hier entlang. Nochmal hier. Dann dort hier, wo die fragwürdige Leute gehen. Und geht hier. Ah ja, da ist er schon. Sehr schön. Ich muss unbedingt die Silbernodel in die Finger kriegen und so. Ja, damit können wir endlich Blank helfen, nicht wahr? Also, wann brech mal auf? Meine Wege sofort und so. Stehst wohl drauf mitzukommen, oder? Bist stark klar und so. Ah jo. Na, dann wollen wir mal gehen. Prinzessin? So wartet doch bitte. Der Chef wartet schon und so. Chef? Du meinst Eiern, Chef? Na, wenn dann sonst. Es gibt nur einer, den wir Chef nennen und so. Und schon ist ein Ritter wieder in sowas verwickelt. Okay, wir sind noch zu zweit. Prinzessin, so wartet doch. Ihr wollt deine Worte mit deiner Diebeklave, die ganz... Irgendwas nämlich sehr. Außerdem geziemt sich zwar edle Prinzessin wie euch in einem schändlichen Diebstahl beteiligt zu sein. Wenn ihre Majestät die Königin von der Sache erfährt. Oh je, der brunzt sich wieder schier ins Ketterhemd, der Kerl. Wollt ihr wirklich mitkommen, Prinzessin? Ich meine, schließlich ist ja unbefugtes Betreter und Diebstahl, hm? Natürlich komme ich mit. Ich muss ja schließlich darauf aufpassen, dass ihr wirklich nur die Silbernodel mitnimmt. Na prima, können wir dann und so. Hey, ich komme mal mit. Es ist nämlich meine Pflicht, darauf Acht zu geben, dass ihr gar nicht versucht, die unschuldige Prinzessin vom Vater Tugend abzubringen. Wenn es dir dann Spaß macht und so. Deine Pflicht, sagst du also. Ist das alles, woran du denkst? Hast du keine eigene Wille? Machst du dich etwa über mich lustig, Kerl? Es ist mein eigener Wille, die Prinzessin noch Alexandria. Ich hab gedacht, wenn du mit Zittern durch die Lande ziehst, kriegst du eine neue Perspektive auf alles, aber... Deine eigene Wille? Ich bezweifle, dass du sowas überhaupt hast. Aber naja...
Was fällt dir überhaupt ein? Herrn auf damit, lassen uns lieber endlich aufbrechen. Er hat aber nicht Urrecht. Oh. Ja, den kennen wir noch. Mit Verlaub, darf man fragen, wie es in Burmetia gelaufen ist? Ach, gar nicht mal so schlecht. Nur der Gestank von den schmutzigen Ratte und der ekelhafte Anblick von der fette Elefantendame war ein bisschen schwer zu ertragen. Genauer gesagt, eine regelrechte Beleidigung für meine feine Nase und meine empfindliche Aare. Leider blieb euch das nicht erspart, nicht wahr? Eigentlich würde ich noch ein wenig ein bisschen länger im schönen Treno verweilen, um den Gestank von der Ratte abzustreifen. Aber leider muss ich auf Rattejagd in die Wüste. Das heißt, ihr brecht noch Clara auf? Ja, trifft bitte die nötige Vorbereitungen. Sehr wohl. Ich werde mich sofort drum kümmern. Ach übrigens, Stuck sehe, heute haben wir einen ganz bezaubernden Gast gehabt. Was meinst du? Ein bezaubernder Gast, meint ihr? Wohl eine Dame, die euer Wohlgefallen fand, wie ich vermuten darf? Ganz recht, sie fand mein Wohlgefallen. Die bezaubernde Taube, der ich nachjag, kommt also von sich aus zu mir geflogen. Hm? Dass du mir gerade hier zugeflogen kommst, ich denk von heute an darf selbst ein Skeptiker wie ich ruhig ans Schicksal glauben. Aber noch ist es zu früh für dich, dein zarte kleine Flüglein auszuruhen hörst. Dein Licht ist nicht hier, mein kleine Taub. Dreh und flieg, also geschwind zu deiner Mutter nach Haus. Sie erwartet dich schon sehnsüchtig. Flieg, mein Täubchen, flieg. Und auch ich werde dich dort erwarten, um dich liebevoll in Empfang zu nehmen. Oh, oh, was darf man da erwarten? Vor allem dieses ungesunde Fixieren auf 16-jährige Frauen. Naja. Wobei viel älter als 20 oder so ist der, glaube ich, auch nicht. Weiß ich eigentlich, was ich tue? Mit Diebesgesindel Hand in Hand arbeite. Soweit ist es schon Kummer. Verdammt. Du musst stark sein, Adelbert Steiner. Die Prinzessin wohlbehalten ins Schloss zurückzubringen. Das ist meine Aufgabe. Außerdem glaube ich einfach nicht, dass die Königin zu urrechte Tate fähig sein soll. Bestimmt handelt sie aus höheren Motiven. Habe ich keine eigene Meinung? Unsinn, das ist purer Unsinn. Wie soll da ein einfacher Soldat, wie ich es bin, majestätisches Genie verstehen können? Die Worte von einem Reiber können wir sowieso gestohlen bleiben. Wie ich die Prinzessin wohlbehalten ins Schloss zurückbringe. Endlich bin ich den Kerl los. Ja, was ein furchtbarer Kerl, der elende Entführer und Reiber. Sidan ist eine unmögliche Person, er hat mich behandelt wie ein kleines Kind. Schon seltsam, dass ich dann trotzdem hier noch das Silbernudel such. Aber warum tue ich das dir dann überhaupt? Um Blank zu retten? Vielleicht, weil er mich gerettet hat? Ja, das muss es sein. Er handwäscht die Anna. Ist Selbstverständlichkeit. Aber ich habe bisher noch nie so gehandelt. Das ist mal ganz interessant. Jetzt ist so der Wendepunkt gekommen, wo die Leute allmählich so einen inneren Monolog mit sich führen. Glaubst du wirklich, dass wir hier die Silbernudel finden? Hör auf zu bebbere und such lieber und so. Ah ja, das ist bei dem Schmiedebesitzer hier. Kommt jemand und so. Der Nasenmann, gelehrt aus Hintermann. Wie dumm, gerade in einer prächtigen Vollmondnacht wie der hier, in der sich einmalige astronomische Beobachtungsmöglichkeiten bieten. Gerade heute muss mir die Tinte ausgehen. Wo habe ich bloß das Ersatzfässchen? Was jetzt und so? Moment mal. Prinzessin, was habt ihr vor? Na nu. Aber das ist doch... Wir haben uns lang nicht mehr gesehen, nicht wahr, Professor Toto? Prinzessin, ja, kann ich dann meine alte Aare trauen. Professor Toto? Professor wer und so? Professor Toto war der Hauslehrer von der Prinzessin. Der Professor ist einer von der größten Kapazität auf dem akademischen Sektor, eine wahre wissenschaftliche Koryphäe. Oh, so furchtbar steife und lobende Worte, die können da nur aus dem Munde vom Hauptmann Steiner kommen, nicht wahr? Doch retten bitte leiser, der Ladehüter könnt uns hören. Aber Prinzessin, darf man fragen, was hier eigentlich am Werkeln seid? Das jetzt zu erklären wird zu lang dauern. Aus irgendeinem bestimmten Grund sind wir auf der Suche nach der Silbernudel.
bitte versteht, wir wollen den Gegenstand nicht stehlen oder ähnliches. Es ist nur so, dass wir in einer ausweglosen Situation sind und, ist da ohne jemand? Ihr solltet von hier verschwinden. Keine Sorge, die Silbernudel überreiche ich euch später. Wenn ihr vom Stadttor Trenos aus noch links geht, folgt einem Weg so lang, bis nach vom großen Turm angekommen seid. Und genau der Turm ist mein Zuhause. Ihr werdet die der auferstehen lassen. Ich werde die der auferstehen lassen. Treten einfach ein. Bis nachher also. Verstanden, wir ziehen uns erstmal zurück. Vielen Dank, Professor Toto. Bis nachher. Also, ihr seid bloß Professor. Ja, entschuldigt bitte die Unannehmlichkeit. Mir ist nur mit beim Kartografieren die Tinte ausgegangen. Gut, aber beim nächsten Mal vorsichtig sein, Leute. Vorsichtig sein, wenn hier was kaputt geht, muss ich das nämlich ausbaden. Prinzessin. Und der Professor Popo die Silbernudel rübergeschoben. Professor Toto und so. Egal ob Toto oder Lotto, auf jeden Fall ist es ein beschämender Sachvertantalus. Ja, so wie es aussieht, wirst du wohl noch eine Weile Babysitter spielen müssen. Echt, oder? Klar, da glaubst du, Professor Dudu gibt ja die Silbernudel, wenn gar nicht dabei ist. Alter Prinzessin, ich verlasse mich drauf, dass der Professor Popo die Silbernudel rausrückt. Toto und so. Der Professor hält immer sein Wort. Gut, dann schlafen erstmal der Professor Risotto. Wird wohl auch eine Weile brauche. Toto und so. Urlaub. Eine Weilchen schlafen ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So. Ein bisschen schlafen wäre fein. Gut, da drüber stehen die Betten. Sehr schön. Dann gehen wir hier wieder raus. Und ich steht, sag ihr liebe Leute, wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, wo wir dann beim beim Professor Risotto, Popo oder wie auch immer, hingehen, um uns die Silbernudel zu holen. Also, machen's gut und bis morgen dann. Das war jetzt leider einmal zu viel das Stick gedrückt, weswegen ich durch die Treppe gegangen bin. Durch die der gegangen bin und die Treppe hoch, deswegen muss ich jetzt hier leider cutten. Oh Gott, die stimmen schon. Ja, deswegen muss ich jetzt hier leider cutten, dass wir nicht allzu viel vorweggenommen kriegen. Also machen's gut und bis morgen an der Stelle dann wieder. Ayan Yankee.